Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlebt. Ich war mir Dungeons and Dragons an den Kino gucken, an so von quasi High-Fantasy-Sachen, wo den an der Last am Kino eigentlich nicht mehr ganz so viel gesehen. Mir kann Dungeons and Dragons dann high den Machchef leider ja, Night Leben anhauchen. Tja, das gesehen hallo high bei Filmlebt. Ja, ein Film zu dem allseits belebten Pen-and-Paper-Spiel Dungeons and Dragons, also am Kino, für Jahre go wird ja schon eine Umsetzung zu dem Thema, ja, die war halt sommeralt, es gouf eine Umsetzung. Ja, mit Dungeons and Dragons, als da noch ein neu verfilmt gehen, wie hat mir das Ganze da gefallen? Ja, ich sollte ja schon zu der Thema High Fantasy, dat ass jo an der Lächt net wie allzu viel am Kino gehen. Also ich meine, wat du immer ganz groß du raussticht, ass jo eigentlich immer Herr der Ringe, dat ass bisssen dat wann den U-Fantasy denkt den automatisch Storunner me. Tja, kennt Dungeons and Dragons die Platz da lo Flight anholen oder du bist fortfeieren. Ja, ich meine Lumo wie der Start war wahrscheinlich echt dann nicht. Also auf jeden Fall nicht an der Grace. Insgesamt war Dungeons and Dragons mal, ging ich mal so ein kein schlechter Film. Es dauert 2 Stunden, 15 Minuten durch immer. Ist also auch schon nicht von den kürzesten Filmen bis lo, wo man dann auf jeden Fall trumpfen kann als sein Humor. Der Film bringt immens viel Humor mit sich. Hält sich auch an seiner Welt, ging ich so nicht allzu echt. Ich denke noch, dass das ein bisschen eng sicher Nummer gewesen für das so umzusetzen, für das es nicht zu kitschig ist, dass verschiedene Elemente, die als einem Pen and Paper dran sind, von den Charakteren selber haben erfreut können, dann tun wir da ein bisschen das Ganze lächerlich zeigen. Hat dem Ganze schon einen gewissen Charme verlieren. Also für alle guten die Pen and Paper kennen, für die werden sich ganz viel kleine Easter extra befinden und die werden ganz viele Sachen davon erkennen. Das haben sie durch schon ganz schön gelesen. Wie gesagt, ein Humor steht halt an erster Platz. Es gibt oft mal Situationen in der Gag gemacht, es gibt selten echt und da da leider eben noch selten wirklich dramatisch. Der Humor ist ganz erfrischend gewesen, der war ganz okay, also der Film guckt sich insgesamt gute Wäsche und hat diverse Schmunzelmomente auch auf der enger oder anderer Platz, wo der Witz wirklich gut gezündet wird. Also insgesamt war dummer eine gute Stimmung am Kino. Aber ja, leider geht dann dummer der Dramaturgie ein bisschen flöten. Da muss man da leben. Aber das Franchise hat aber nur gewesen, dass mehr Filme möglich sind, dass die Welt groß ist und dass ganz viele Sachen dazu zu erzählen sind. Ja, dass man eventuell, wenn der Film da gut kann, nach Dungeons and Dragons Filmen kennt, wahrscheinlich rechnen. Also wenn den Lohn nicht so floppen, kann ich mir vorstellen, geht das Ganze noch ein bisschen weitergeführt. Ich meine, die Leute, die Pen and Paper in kennen, die werden schon wissen, dass ganz viele Storien Dorana zu erzählen sind. Also direkt am Anfang war ich ziemlich positiv überrascht schon mal vom Film. Du hätte mir wirklich immens gut gefallen, wo ich gedacht habe, der guckt so schöne Wäsche, der macht Spaß, den hat eine schöne Optik, das gut gespielt, und das ist eigentlich flott chemietisch, der Schauspieler. Es war eigentlich alles ganz gut. Ja, kann ich so sagen. Und dann fanden zitten sich ein bisschen an der zweiten Halschen. Das leidet ein bisschen darunter, dass sich kein groß, wie soll ich so, Überraschungen mehr bieten an der ganzen Story. Also irgendwann an der Halschen vom Film stellen wir relativ sehr fest, okay, ja, den ist den Antagonist, und das ist der Plan. Du wollt machen so das, und das wird da wahrscheinlich auch genauso passieren. Und natürlich mussten als Helden das verhindern. Und siehe da, der Film als Reward Credits laufen, und es war genau das. Es ist genau das passiert, wie hinter vorausgesehen wird. Und das fand ich dann ein bisschen schwer, weil das möchte die zweite Teil schon ein bisschen obsolet. Es gucken den sich schüss nach das und nach 40 Stunden bestätigt, was passiert. Und da geht der Film da leider zum Schluss hin, können den mit ein bisschen irgendwie schlechte Gefühle raus, wie sie statt am Anfang so durchgestaltet. Ein Kritikpunkt, den ich dann auch nachholen, ist, dass Distanzen und so an der Welt alle ziemlich
sehr an einfach überbrickt gehen an der tut den blöde Nerveneffekt leider, dass die Welt sich nicht authentisch a groß fehlt. Alles fehlt sich relativ klein und so gibt von enger Staat an die nächst an das passiert alles relativ schnell. Wenn ihr bedenkt, wie wird für ein groß Gewalt in gespurt wird, wann in Lord of the Rings geguckt wird, wird für Distanzen, wie sie Stadt gefehlt wird, wie lang die NRW waren, wie groß sich die Welt du gefehlt wird, du könnt in Dungeons and Dragons leider nicht run. Also relativ viel soll ich mal so habt stiert genannt gehen die bei Pen and Paper Fans direkt für Oplauscht Resurgen, aber leider wann in dann so viel Platzen aufgrast, ja dann fehlt sich Stadt nicht ganz authentisch und so man muss so das ein bisschen schuld, weil ich fand Welt bietet schon, also Dungeons and Dragons Welt bietet sowieso, aber Orlo am Filmgenre wird aber flott gewirrscht, wann den du richtig kennt rantauchen. Es wird zum Beispiel der letzten Avatar gemacht wird, wo sich die Welt einfach greifbar gefehlt wird, war dann du leider an einem Dungeons and Dragons nicht so rüberkommen. Trotzdem also fand ich gelungene Film gehen auf jeden Fall wesentlich besser wie der Demos war zu Dungeons and Dragons gemacht auf das war schon das ein Film den einfach Spaß gemacht wird den sich Shane den sie kann gucken den schön Kollege kann gucken und es kann ihn einfach ein schön sein am Kino mit dem Film verbringen also eine Zeitverschwendung also definitiv nicht erwart erst aber auch nicht den nächsten Lord of the Rings am Kino das du werde da leider enttäuscht gehen trotzdem von mir ein wann der Fantasy Fans sieht ein Guck-Empfehlung von mir ja da ging so da war das auch schon und an dem Sinn wünschen ich euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Dungeons and Dragons.